Schaut mal, loset mal, es läuft von allein. People say I'm a fun guy, but that's more than what I am. Die Wäschmaschine ist installiert. Er hat die neue Occasion, die neue Wäschmaschine, danke Krigi, hat einen neuen Platz. Der ist jetzt indoor mit Abfluss gegen außen. Der Anschluss kommt zwar noch von draussen vom Schlauch, aber ja, und er ist schon am Waschen. Geht das? Haha! Jetzt wieder mal durchgehend gewaschen. Weil ich brauche saubere Sachen. Jetzt wieder mal alles gewaschen kriege am Stück. 10 Kilo Maschine hat es gegeben. Die Verpackung war defekt, es war schon mal ausgeliefert. Und darum war es sehr, sehr viel günstiger. Und herrlich, es ist schon fast eine Industriemaschine. Herrlicher Moment. Danke vielmals. Well, you can call me Fungus. Vor allem danke, dass du wieder mal da in der ersten vorbeischaust. Schön bist du da. Da fangen wir jetzt die Woche höchst erfreulich an. Hey, los geht's! From underground to my packaging. Im heutigen Video bauen wir da mit diesen Erdsäcken eine Mauer. Und zwar vom Anfang an bis zum Schluss. Jetzt liegt es da ein bisschen rum. Wir werden es von Schritt zu Schritt euch zeigen, wie wir eine Mauer aus Erdsäcken bauen. Genau. There's not much room down there, but we've got mycelium. Wanna wrap mycelium around you till super kingdom come. 2 Bahnen Stacheldraht wie ein Klettverschluss. Das Ziel ist, dass möglichst alles gerade und aufeinander ist. Jetzt, wo der Stacheldraht ist, kann man es nicht mehr hinterrutschen, also muss man es reindrücken beim Lecken. Knopf gegen abdrücken und schön pressen. Nachher wird es dann flach geklopft. Und es sieht ja super aus. Looking really good. Und so weiter und so fort. Yeah, I wanna wrap mycelium around you, wrap mycelium around you, wrap mycelium around you. Well, you know, fun guy like me need a bit of fun gal company. Wir haben ja schon die Fugen hier gemacht. Aber das haben wir eben jetzt extra gemacht, zum Testen. Jetzt müssen wir nachklopfen, schauen, was passiert mit dem, was wir schon gefugt haben. Aber wir machen es jetzt fertig, weil das ist jetzt Reihe 7. Wir machen 10 Reihen, ziemlich sicher, und dann tun wir es zupflastern und rechnen lassen. Und das bis zum Mittag. Und dann haben wir eine Mauer sozusagen fertig. Decompose you a love song. Symbiosis in the key. Hey! Learning by doing. Shit. Die Mädels sind gekommen, die mit der Pizza anbauen. Sie sind am Vorbereiten und wir haben alles richtig gekauft. Sie sind zufrieden. Der Robert und ich sind wieder am Aufstellen. Das heisst, wir müssen den Stacheldraht rausnehmen, wieder anlegen, alles neu machen. Wir haben ja vor dem Mittag noch alles gemauert. Jetzt ist 4:45, es ist schön kühl. Die Mädels und der Robert haben nochmal eine Tour bekommen und wir machen jetzt weiter. Genau, nicht aufgeben, nur weil es zusammengeht. Also, es ist geklopft. Also das Holz ist noch nicht festgemacht und es wird auch noch nicht festgemacht, wir müssen es jetzt rendern. Aber so wird es abgeschlossen. Mit dem Holz oben drauf, das wird der Abschluss. Natürlich kommt das Holz weg. Und dann kann man es auch noch ausschiften und mit dem Kopf auslevellieren und dann Holz drauf mit Stangen noch rein. Und da kommen noch Stangen rein. Und dann
Ha. And when I party, you know I love to break it down. Es hat schon angefangen. Mädels stelle ich euch morgen vor. Aber sie haben schon angefangen zu arbeiten und sie haben einen wunderschönen Kopf gemacht. Ich freue mich, von ihnen zu lernen. Und dort unter der Blache, dort ist der Fuß vom Pizzaofen. Und das wird alles Pizzaofen. Und die ersten Tomaten werden rot. So schön. So richtig, richtig schön. Eating dead wood tastes so good. Erster Regenbogen vom Jahr. Als Belohnung. Heute Morgen sind Chef wieder ausgebüxt. Robert, my good friend, is getting better and better. Even how many feet today? Just one. Just the one, but the sheep go past him now. They're not scared of him, so he could open and close the gate. Perfectly wunderbar. Wir haben es geschafft. Nur 1 Stunde 15 Minuten, an hour 15, nicht mehr. We're faster than last time. Yeah, big time. Aber die Mädels musste ich auch müssen wecken, weil am Schluss haben wir nicht mehr gegeben. Ja, jetzt machen wir halb langsam zum Morgen und dann gehen wir posten und dann fangen wir wieder an. So ist es. Das sind übrigens die Mädels mit dem Rücken zu uns Reas und hinten dran ist Natascha von Dänemark, die Rea ist von der Schweiz. Das sind 2 Permakulturistinnen und wunderbar ist. Wunderbar. Eben, die machen die Pizza auf und sie werden mehr oder weniger selbstständig. And you know I'm gonna share it round. Also, ich mag nicht hinten an. Die sind alle weg. Ja, es ist 8:45 und wir sind schon wieder um den Auflaufen nach dem Posten. Ja. Aber ich komme ihnen nicht nach. Die Jungen, du, die Jungen. Oh, I wanna wrap my ceiling around you. Wrap my ceiling around you. Wrap my ceiling Die Mädels sind schon Kopfmischen. Die Füße sind in Ordnung, oder? Darf ich filmen? Ja, nein, du kannst schon, es ist okay. Ist okay? So, jetzt Drea und Natascha sind schon dran. Highlight vom Kopf machen ist einfach schön. Einfach zusammen tanzen, mit den Füßen werden rein. Und da haben wir jetzt Sand, da haben wir Lehm und da haben wir Eselscheiße. Und das gibt eine ganz schöne Kopfmischung. Das seht ihr da schon von der Farbe her. Herrlich. Dienstagmorgen und es geht schon richtig los. Also Vormittag. Genau. Also immer wieder Wasser dazu. Schön feststampfen. Und genau, rein geht's. Alles durcheinander mischen. Richtig hart pressen. Und das gibt eine geile Masse. Yes! Sir. Jetzt hat es noch Stroh drin, da, damit es das zusammenhält. Der Stroh ist dafür wirklich, dass der Lehm zusammenhält und es zusammenbindet. Darum auch der Mist von den Eseln, damit es einfach bindet. Sand und Gacki, das kommt alles von da, vom Haus aus. Wieder oben ist ein bisschen weit zum Tragen, aber ja noch. Da ist dafür da schon wieder mehr abgebaut. Brauchen wir weniger Säcke. Und Gacki kann man so gut brauchen, muss man sie in den Kompost tragen. Das habe ich extra da stehen lassen, weil ich gewusst habe, wir werden es brauchen für den Kopf. Und ja, so machen wir weiter. Bis zum Mittag. Das hat der Robert gekocht. Also Sand, Klee, nicht Klee, Ton, Sand und Mist. Wasser in der Mitte wie Brotteig oder Pastateig. Fehler Gang auf die Seite. Und dann mit den Füßen drin gemischt. Und mit der Blache kann man ja dann drüber ziehen und dann vermischen. Aber das sehen wir sicher bald.
So kann man natürlich auch schauen, dass das Wasser drin bleibt. Weil man muss immer wieder Wasser nachgeben. Nicht zu viel aufs Mal, alles reinarbeiten und dann wieder mehr. Bis es die richtige Konsistenz hat, dass es so schöne Klumpen kannst machen. So die Kugeln, die wir vorher gemacht haben, um es reinpressen. Aber siehst du, wie es so homogen sich langsam vermischt. So gut, so gut. Wrap my silly arm around you. 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 Besser als ein Bett am Mischen, oder? So, und das Gute ist am Kopf, das bleibt lang feucht. Das kann man jetzt einfach zudecken und auch wenn es jetzt ein bisschen antrocknet, kein Problem. Man kann nach dem Mittag einfach Wasser drüber feucht und dann wird es wieder aktiv. Und so ist es eingepackt, vorbereitet für nach dem Mittag. Und ich sage, ein guter! Und ich habe so ein Glück, die zwei Damen da zu haben. So ein Glück! So schön haben sie einen Pizzaofen machen. Haha! Mit der Erstladung, die wir vor dem Mittag gemacht haben, haben sie da die zweite Schicht gemacht. Nach dem Mittag gibt es die dritte Schicht, da wird es aufgefüllt und dann gibt es eine Platte drauf. Mit denen das wird herrlich. There's this stuff that's everywhere. So, jetzt nach dem Mittag haben wir aufgefüllt. Jetzt habe ich eigentlich auch noch filmen beim Filmen. Und erzählen, sie machen eben auch ein Video, ein Tutorial, von wie man den Backofen macht. Wunderbar auf Englisch und sehr schön. Ja, jetzt ist es voll, jetzt kann man weiter mauern. Man hat es aufgefüllt, damit wir nicht alles mauern und nicht so viel Steine brauchen. Aber trotzdem Thermomess, also weißt du, dass die Wärme da bleibt, haben wir so aufgefüllt mit Lehm und Sand. Und herrlich, so geht es schnell, weil das haben wir ja alles da. Das hat ja der Visi ausgegraben. Und du Lorenz, ich habe schon lange nicht mehr von dir gesagt. Erstens mal denke ich viel an dich letzte Zeit wieder. Und zweitens mal muss ich einfach danke sagen. Du hast so viele Super-Likes hinterlassen, Lorenz. Geiles Sieg. Du bist so ein guter Mensch. Well, I can see it right here. Das Coole ist, wenn man den Kopf auf der Flache hat, kann man es einfach vorziehen, da dort an, wo du es brauchst. And over there it comes from deep below the ground. Ich sage euch, es ist so schön. Die Ladies haben die Leitung, das heisst, ich bin nur der Hangrampe. Und ich habe mir den Traumjob ergattert, um einfach da sitzen und Kopfklumpen zu bauen, zu kugeln. Und einfach so ein bisschen, das ist meine Arbeit. Ich hocke schon den ganzen Tag so da. So schön. Habe ich ein Glück. And we spend a lot of time just spreading it round. I'm talking about plastic. It's not fantastic because it never ever goes away. Don't wanna use it. We've got to lose it because otherwise it'll be here to stay. I had this friend who got a snack that came all wrapped up in a plastic sack. I said, dude, just nude your food. And if it comes in plastic, take it back. Because plastic, it's not fantastic. And it's always gonna cost more cash. Don't wanna use it. So, jetzt machen es 4. Aber der Fuß ist eigentlich fertig. Jetzt wird der Deckel leveliert mit Kopf und Stein. Und dann kommen die Platten drauf. Und dann ist fertig für heute. We've got to lose it because it always ends up in the trash. So, jetzt steht's
Jetzt haben wir die Platte oben drauf. Da ist es noch weggerutscht. Da hinten hat es einen Spalt. Und so, aber ja, und jetzt muss es trocknen, weil ja, es rutscht ein bisschen und macht ein bisschen. Aber es sieht schon mega geil aus. Hey. So, und ich muss jetzt gehen, weil die Chefs sind anscheinend noch ausgebüxt. Und ich muss jetzt die Chefe suchen und machen und tun. Aber wenn sie da fertig machen. Und je nachdem, wenn ich ganz lange brauche und ganz lange nicht auftauche, werden sie mich helfen. Aber herrlich sieht das aus. Vogelperspektive. So sieht es da von oben aus. Schaut mal da! Es ist Mittwoch um 11:30. Die Platten sind alle schon gelegt. Da werden Pizza gekocht und gemacht. Und da, das ist unser Kochbereich. Da kommt nachher der Kopfhügel drüber. Aber die Mädels sind absolut genial zum Handlangern. Sie wissen ganz genau, was sie wollen. Und können es ganz genau sagen. Darum ist es ganz einfach, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Da kann ich noch schwer was lernen davon. Zwischendurch, wenn ich nicht am Helfen bin, bin ich hier oben am Chef um beide. Die sind heute Morgen schon wieder ausgebüxt gewesen. Ich habe sie dann aber einfach eingezündet, so wo sie sind. Und ja, und jetzt bin ich am neue Weid machen, gleichzeitig. Und halt eben schnell zur Pause gemacht, ich bin helfen. Jetzt will ich noch schnell meinen Kaffee fertig trinken. Ja, und eben von wegen lernen und gut erklären und wissen, was ich will. Heute Morgen habe ich mich mit dem Robert aufregen, wie dort, was so ausgebüxt war, ist der, wo er gesagt hat, er zugemacht. Und Verantwortung sollte man schon nicht. Aber es ist nicht so schlimm, man lernt daraus. Ich lerne auch daraus, weil ich muss anscheinend mich noch klarer ausdrücken. So, ich trinke jetzt Kaffee fertig, dann gehe ich weiter. Und die Mädels können dann später helfen. So ist es. Und dann gibt es Mittag. Was für ein heller, wunderschöner Morgen. You can refuse and say pretty, pretty, please don't bag it. Get a water bottle made of metal, take it, make it a habit. So, es ist 12:30. Und die Chefs sind umgeleitet. Die Mädels haben noch schnell geholfen versetzen, weil wir haben so ein Zwischenstück gehabt, wo kein Haken war. Das haben wir überwunden, sie sind reingehakt, sie sind zugemacht, sie tun jetzt Mittag am neuen Weid verbringen. Wow, ich muss ehrlich sagen, ab und zu überlege ich mir schon, als Chef wieder zu verkaufen, solange ich allein bin. Zum weniger Arbeit zu haben, aber es geht gar nicht. Kommt mir dann immer wieder in den Sinn, weil es muss geweitet werden, sonst bin ich dann jahrelang hinten drin mit den beiden. Und es macht so viel aus und es hilft so, dass ich ja, die Arbeit, dass ich immer hin und her switchen muss einfach sein, gar nicht anders. Und umso mehr, und wenn ich eben alle anderen Bauernhöfe geht es ja gleich. Also, nicht mehr jammern. Aber dafür hat Natascha einen wunderschönen Zuteigbrot gemacht. Sieht das nicht geil aus? Boah, sieht das geil aus. So richtig, richtig schön. We don't wanna end up on a desert planet swimming in plastic. So, jetzt ist Mittwochnachmittag. Jetzt machen wir da die Struktur, den inneren Hohlraum vom Ofen. Den wir jetzt vorformen mit dem Ton und leicht feucht machen wie eine Sandburg, bauen wir da, ein Sandburg-Iglu. Und danach tun wir rundum kuppen. Das sehen die ja dann noch. Und da ich ja schon fast fertig bin mit den Schafen und erst am Abend weitermachen, darf ich helfen. Schon so viel lernen. Ich sage euch, ich habe so Freude. Big old plastic, it ain't fantastic. And we've got a load of better ways. Don't wanna use it, we've got to lose it.
So. Ja, jetzt haben wir den Sandburg gebaut und mit Zeitung eingepackt nassen. Das hilft, dass der Sand zusammenkleben bleibt. Plus, nachher, wenn man den Sand wieder rauskratzt, weil das gibt es ja Hohlraum da, wo alle überall Sand und Zeitung ist ja nachher ein Hohlraum und Bachplatz. Da weiss man ganz genau, wo das Sand aufhört und wo der Körper anfängt. Genau so ist es, dann ist es einfacher zum Trennen. Weil sobald die Zeitung kommt, weiss man, man ist angekommen. Jetzt wollte ich einmal das Gefühl haben, vor dem Scheiß reinstehen. It also goes flat there, but it's We can give her a bit here. So sieht das aus. Das ist jetzt die erste Schicht. Das wird jetzt gerechnet, das ist ca. 7,5 cm dick, die erste Schicht. Und das rechnet jetzt fortlaufend. Wir gehen zu 4 immer Pause machen, rechnen lassen. Aber heute gibt es sowieso noch eine Schicht, damit es so richtig ausrechnen kann. Und dann morgen die zweite Schicht und dann ist es eigentlich schon fertig. Also Donnerstag ist fertig. Also, Freitag dann noch Details, aber ich denke, herrlich. Schauen mal, wie schön. Nein, wir haben so ein Glück, Claudia und ich. You are what you eat, and you are what you eats, and you're even what you eats. Ich habe euch ja gestern schon erzählt, dass ich den Robert kritisieren und weil einfach, ja, es hat müssen sein, gibt es im Leben. Und ja, dann hat er ja frei gehabt gestern, dann ist er anscheinend spät heimgekommen. Mit niemandem etwas geredet, er hat eigentlich auch noch so Sachen mit überbringen, hat da alles nicht mit überbracht, ja, weil hat sich dann herausgestellt, wieso, mitten in der Nacht, 3 Uhr morgens, hat sein Wecker geläutet, er hat alle geweckt, also mich nicht, ich bin ja nicht am gleichen Ort am Schlafen, aber ja, die anderen 2 geweckt, Drea und Natascha, und dann ist er mitten in der Nacht aufgebrochen und abgehauen. Mir hat er dann geschrieben, heute Morgen um 5:30, er hat entschieden zu gehen. Ja gut, tschüss, schön. Ja, es ist schon noch krass, Ich merke einfach wirklich einen Unterschied zwischen Menschen, die vor 2000 geboren sind und Menschen nachher. Also Menschen, die vor 2000 geboren sind, sind tendenziell resistenter gegenüber Kritik und wachsen davon. Und ich empfehle jedem, der unter 2000 geboren ist oder seit 2000 geboren ist, hey Leute, Kritik kann man daraus wachsen. Feedback ist da, um daraus zu wachsen. Kritik ist da, um daraus zu wachsen. Wenn Fehler passieren, fliegen die Späne. Und ja, wenn andere Leute ihre Fehler ausbaden müssen, kann man damit rechnen, dass sich die Leute aufregen. Und wenn sich die Leute aufregen, sollte man bei sich selber anschauen, wieso. Klar, der andere regt sich auf. Das ist schon klar, ich bin falsch, dass ich mich aufgeregt habe. Aber gell, einfach so, ich laufe nicht hässig den ganzen Tag umeinander. Ja, auf jeden Fall ist der Robert vorbei, er ist weitergezogen. Keine Ahnung, jetzt muss ich noch andere Sachen organisieren wegen dem. Und schreiben und machen und tun. Seine Freundin hätte kommen. Aber ich nehme an, die kommt jetzt auch nicht. Aber ja. Ach, es ist so viel einfacher davor zu rennen, als daraus zu wachsen und sich zu stellen. Die Verantwortung. Ah, schade. Here's a clue, why don't you take a peek beneath your feet? So schön, man ist wieder dran. Wenn es der Aussenschichtkopf ist, empfiehlt es sich, den Stroh ganz fein zu schneiden oder feiner zu schneiden, damit es auch besser ins
vergraben ist im Kopf und einfach bindet. Die langen Strohhalme können noch gut aus sich rausdrücken. Also für die äußere Schicht macht man immer ganz viel. Über die Nacht hat es auch wunderschön geregnet. Ohne grössere Riss, ohne nichts, einfach nur herrlich. Schaut mal, wie schön das ist. Es ist so schön. Kurz zwischendurch habe ich noch die Terrasse gestribbert. Jetzt habe ich einen Haufen Staubblüten, Staub in der Nase, muss nüssen wie verrückt. Aber jetzt ist das alles wieder mal zugeschnitten, da ist gemulcht. Ja, das gibt Material in den Boden. Kompost, ja. Well, if you wanna know what you're made from, look at what you're made from's made from. Cause the stuff that we're all made from is the same. Yeah, we goes from dust to dust. You gotta just trust that upper crust and maintain that good terrain from whence you came. We've been looking up, we've been messing around, we've been freaking out. But it's Es ist Donnerstagnachmittag, 3:45. Ich sitze hier im Schatten, bereit zu filmen. Jetzt wird dann etwas geliefert. Verena, jetzt geht's los. Für alle anderen, kurzen Moment, ich will noch schnell warten. to get down, 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 cause we're made up. Das Netz ist voll mit festen Haken und durch. Und es ist noch viel, viel mehr. Ich habe es völlig unterschätzt, wie viel das ist. Ich habe gedacht, oi. Nein, völlig daneben gespielt, meine Schätzung. Hey, das gibt eine Helikopterfahrt 3. Es gibt 3 Heli. 3 Rotationen gibt das. Hey. Ja. Of common ground. Ja, ich bin gerade ein bisschen in Schock. Ich muss gerade ein bisschen rotieren und alles wieder umplanen. Das heisst, ich muss auf Raum auf Netz holen, um es in Operat abbiegen. Da bringt der Box auch nicht viel, da passt auch nicht viel rein. Und der Box muss man vor allem zuerst runterfliegen. Ja, da braucht es noch 2 Netze. Ja. Learning by doing, Erfahrungen sammeln, so ist es. Verena, also einfach noch schnell, ganz wichtig, nicht noch schnell, einfach ganz wichtig noch so zu sagen, wie ich es noch nicht gesagt. Das sind 200 Meter Höhe, um das ganze Zone 0 richtig einhaken. Aus Naturmaterialien, so gut wie es geht. Nicht selber gemacht, aber von der Verena gesponsert. Danke vielmals, Verena. Danke vielmals. So, ich kämpfe mich wieder runter. Gehe Tee trinken, weil ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, meine Stimme ist auch zu sau. Es hat vor ein paar Tagen wieder zugemacht. Der Hals ist wieder gekommen. Aber ja, weiter geht's. Can't live without it, and it's time. Es ist schon mega schön. Schon ist ein bisschen offen. Und falls ihr wissen wollt, wie es geht zum Bauen, das Video ist schon draussen bei uns auf dem Kanal. Building Your Own Cob Oven with Natasha and Rea. Danke vielmals. Thank you very much, Natasha und Rea. So schön. Wir haben so ein Glück, Claudia und ich. Danke. Monsoon. To get down, 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 down. When you flirt with the dirt, you'll observe it's certainly not inert. From a worm to a chicken, you're never alone on the loam, and it's time to get to work. We've been looking up, we've been messing around, we've been freaking out, but it's time to get down, 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 'cause we're made up of common ground. Can't live without it, and it's time to get down, 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 down. Wie sie
Essen nach dem Rennen, du kommst gerne in die Sonne, gell? Ja. Es ist Freitagmorgen, 8:45. Ich bin gerade angekommen beim Heliport in Raron. Ich muss Netz abholen für das ganze Material, das ihr gestern gesehen habt. Und ich kann ja schon zum Ende einen Sack retour bringen von der Kopf, der leer ist. Ja, Papa, da bin ich jetzt. So gut, ich bin so Fan von Ärzematt. Jetzt habe ich das Netz, um das Zeug fliegen, das ich muss fliegen und einpacken. Und ich habe auch gerade eine Schulung bekommen. Jetzt darf ich offiziell geschult selber Zeug abhängen und anhängen. Das heisst, es braucht einen Flugbegleiter weniger für mich. Herrlich! Also herrlich! Schön, darf ich die Verantwortung übernehmen. Das ist allen geholfen, ich sag's euch. Das ist allen geholfen. Ha! Gerade mal aufgestiegen, eine neue Schulung. Super. Danke, Ärzematt. So, es ist bereit zum Fliegen. Es ist Freitagmittag, kurz vor der 12. Ja, ich habe es geschafft. Jetzt wieder drauf. Und morgen Mittag. Und irgendwann im Laufe des Tages wird es aufgeflogen. Und eben ich kann es jetzt selber abladen. Herrlich. So, nächster Job. Den Rucksack kann ich auch schon gerade hier vom Bike biegen, damit ich es nicht übertragen muss. Ich bin ja auf fauler Sicht. Darum geht es jetzt heim. Natürlich in der Mittagshitze. Wie könnte es dann anders sein? Aber ja. Bis zum März habe ich ja nichts mehr zu tun, also kann ich jetzt oben ganz viel trinken und im Schatten hier sitzen und gerade kühlen. Wow, so schön. So schön. We've been messing around, we've been freaking out, but it's time to get down, 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 'cause we're made up of common ground. Can't live without it, and it's time to get down, down. We've been looking up, we've been messing around, we've been freaking out, but it's time to get down, down, down. 'Cause we're made up of common ground. Can't live without it, and it's time we just gotta get on down, down, down. Es ist Samstagmorgen. Ich sitze bereit für den Heli. Das erste Mal ohne Begleiter. Ich habe meine Handsignal bereit. Ich bin bereit. Ich bin richtig bereit, um den Heli entgegenzunehmen. Nur will ich es nicht filmen. Ich glaube, du hast am Schlafen, also wird es nicht gefilmt. Aber all me, so wie ich denke. Ja, jetzt kommt gleich ein Flugbegleiter. Es ist eben immer so, der Pilot darf selber entscheiden, ob er den vor Ort will machen lassen oder einen Flugbegleiter schicken. Also schickt einen Flugbegleiter, ja noch, kostet nicht extra, ist inbegriffen. Also auch gut, mache ich es halt nicht selber. Aber wir machen es. Die Heli ist da übrigens. Ja, es ist völlig ein bisschen Material gekommen. Also, zum Erklären, das ist 200 Meter Haselnusszäune und Pfosten dazu. Werkzeug, um es richtig ins Loch hineinstopfen. Ich habe jetzt einen Pfostenkopfer. Und ja, 6 Tore dazu, damit wir überall ein bisschen Türchen machen können. Völlig ein bisschen Material. Völlig. Down, 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 down. 'Cause you are Zwischendurch wieder what you eat, and you are. Hey,
Hanna ist mit mir zusammen, oder Hanna ist am Tomatenpflegen und ich bin mit ihr das am Aufbinden. Hallo miteinander. Hey, so schön ist sie wieder mal da. Und dann tue ich auch noch die Wäsche abhängen, während sie dort pflegen. Und dann tun wir es zusammen aufbinden. Schaut mal, die Tomaten sehen schon riesig reif aus zum Teil. Also reif noch nicht, aber riesig. So schön ist Hanna wieder da. Krigi, ich verstehe dich voll und ganz mit Wien. Aber total gönn ich's dir. What you eat eats, and you're even what you eats, and it repeats, 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 it repeats. Down, down, down. Was für eine Woche ist das wieder gewesen, du? Mit 3 Videos, also das ist jetzt die 3. Video. Die anderen 2, wie man ein Earthbag Wall baut. Und, also, genau, einfach Theorie, es ist schon zusammengeht. Und wie man einen Ofen baut, einen Kopfofen baut. Ich habe so viel gelernt diese Woche, ich bin so dankbar. Und das nehmen wir jetzt alles weiter, weil eben Kopf tut man jetzt nicht die Earthbag-Mauern mit Kopf beschichten und auslevellieren. Und also ist es wichtig, dass der Ofen vorher gekommen ist, um das richtig zu lernen und üben. Genau, es ist alles Schritt für Schritt da im Kopf aufbauen. Man würde es nicht denken, man würde meinen, der Colin ist purer Chaos. Aber eigentlich hat es ein System dahinter. Genau! Apropos System dahinter. Ja, wir kommen jetzt zum Video und in diesen Videos ist es immer gut, das System, der Algorithmus, der AI, dem hilft es, wenn du liken tust, dem hilft es, wenn du kommentieren, dem hilft es, wenn du abonnieren, also im Sinne vom Hilfe, es hilft ihm herauszufinden, wer so unsere Videos gerne hat. Und dann stellt es anderen Leuten auch vor, die es gerne haben. Und so wachsen wir organisch. Dank deiner Hilfe und Likes, Kommentieren, da uns teilen und überhaupt abonnieren. Hey Leute, vor allem du. Du machst die Welt zu einem besseren Ort. Und ich danke dich dafür. Und ich wünsche dir und dir und dir all zusammen wünsche ich eine wunderschöne Woche. Und du mich abmelden. Bis nächstes Mal, wenn es heisst, hoi, willkommen in Dresden. Jetzt aber heisst tschüss, danke fürs Vorbeikommen. Oh, und nicht vergessen, 26. Juli, vor mir der... Ich sage es immer falsch, ist mir gesagt worden. Auf jeden 26. Juni, wir feiern das Leben, da in Dresden. Komm auch. Unbedingt, wäre schön, wenn du dabei bist zum Feiern. Tschüss!